In dem alten Bauernhaus am Ortsrand von St. Engelmar haben früher die Großeltern von Tanja Lex gewohnt. Seit ein paar Jahren steht es leer, aber auf dem Speicher lagern besondere Schätze. Und die braucht die Familie demnächst fürs Nostalgie-Skirennen. Gib mir einer. Wart ihr da schon mal her? Da, die Kleiner, schaut mal. Oh, Sachsen. Die passen mal Ja, nicht. die passen nicht. Die da meine, die könnten für die sein, oder? Die und die, nein, das hat ja nur. Bis zur Nosen, das schaut gut aus. Schau mal die Bindung an. Voll mit denen zwei, oder? Sachsen, die meinst, dass wir das kennen? Voll mit denen. Dann nehme ich einmal die zwei Ski da und die Skisteckern. So viele alte Ski dürfte niemand sonst haben in St. Engelmar. Für das erste Nostalgie-Skirennen vor über 20 Jahren hat Opa Sepp Feldmeier sie per Zeitungsannonce gesammelt und im ganzen Bayerischen Wald abgeholt. Teilweise haben sie mir das geschenkt, die haben gar nichts verlangt. Ein paar habe ich zahlen müssen. Aber ein paar war dabei, da habe ich 100 Mark gezahlt. Das waren die teurigsten. Wo haben wir sie denn? Dann ist das quasi der Rennski, wenn der 100 Mark kostet. Ja, da ist eine ganz spezielle Bindung dran. Da ist mit Rimmern noch, die kann man da noch irgendwo verstellen. Ist es auch der richtige Ski für Uli Lex? Sie fragen Franz Stiegelbauer. Er gilt im Dorf als Experte und soll sie heute beraten. Der ist der Belag sauber, glatt und alles, also den kann man schon schön wachsen. Also Uli, ich darf mit dem von die Länge da ja für den Uli passen, weil früher haben sie ja die Ski, die haben ja teilweise bis zu 2,50 Meter lang gewesen. Ja, Franz, einen Stecker braucht man dann auch noch. Ja, einen Stecker brauchst du auch noch. Da haben zwei da noch da von Opa. Ja, da, wenn ich da hinschaue, dann darf ich gleich einmal den nehmen, Uli, weil da hast du einen sauberen Spitz und auch so einen Teller. Der Spitz ist, wenn es recht eisig ist, kannst du rein und der Teller, ja, wenn der Schnee ein wenig weich ist, dann kannst du auch nicht so weit rein. Die wachsen wir jetzt noch gescheit und da sagen wir mal, bist du einer von den Favoriten. Gewachst wird natürlich auch traditionell. Und das wollen auch die Buben sehen, der 5-jährige Elias und der 7-jährige Joshua. Ich weiß halt vom Großvater, die haben in der Sturm drin haben sie 2 Stühlen gehabt, 2 Sesseln und da hat er die Ski drüber gelegt und mit der Kürzen draufgetropft und dann mit dem Begleisen drüber gefahren. Man muss halt da jetzt schauen, damit der ganze Ski mit Wachstum voll ist. Und wenn wirklich viel Wachstum ist, dann kann man noch fahren wir her nach mit der Klinge noch mit rüber und ziehen wir es wieder ab. Dann ist ja das, was überschüssig ist, wieder weg. Und dann lässt einmal mit der Bürste noch ein wenig polieren. Der müsste normal richtig laufen. Uli, da kannst du Gas geben. Zu den alten Ski braucht's stilechte Kleidung. Die suchen sie im alten Schlafzimmer von Tanjas Oma hinter den Fenstern rechts oben. Da war vor jetzt 20 Jahren keiner erhoben. Na, da ist bestimmt was dabei. Kann da Motte drin sein, oder? Das kann man auch raussuchen. Jetzt schau her, dann hätten wir noch die Haaren dazu. Das schaut aus wie wenn eine Maus drin wird, wie ein echtes Vieh. Mit dem Juckschweiß. Aus Sachsen, der ist mir, glaube ich, zu schick. War der Hut war auch noch da. Weißt du, wo die Fotos, gell, der Hut? Tanja Lex erinnern diese Kleidungsstücke an ihre geliebte Oma. Und es ist eigentlich ein schönes Gefühl, dass man das anhat und dass das auch noch nach so langer Zeit nicht kaputt ist. Der ist fein. Tanjas Mann Uli wird mit Sachen vom Opa ausstaffiert. Ganz schön schwer, der Mantel. Sehr schick, ha? Schauen wir doch gut aus. So ausgestattet wollen sie es ausprobieren. Schnee liegt nicht mehr viel 2 Wochen vor Fasching in St. Engelmar. Aber am Kapellenberg in Sichtweite vom alten Bauernhaus läuft noch der Lift. Sie haben extra bis zum späten Nachmittag gewartet, damit die Skikurse weg sind und sie den Hang fast für sich allein haben. Tanjas roter Ski hat eine Bindung mit Federstramme. Damit wird sie keine Freude haben bei ihrem ersten Versuch auf den Holzski. Ich bin noch nie auf so Dingern gestanden. Ich habe keine Ahnung, es rutscht wie die Sau. Und naja, schauen wir mal, wie oft das mich hinhaut. Die ganze Familie ist normalerweise mit modernen Ski unterwegs. Aber außer dem Opa ist noch keiner jemals auf einem Holzski ohne Stahlkanten und ohne Sicherheitsbindung gestanden. Überraschenderweise rutschen es ganz gut. Versuchen wir mal die erste Liftfahrt. Opa Sepp hat auf solchen Ski vor über 60 Jahren das Skifahren gelernt. Noch ohne Lift. Und jetzt erklärt er gleich, wie es geht. Wenn wir rechts fahren, da sitzen wir den da ein.
Wenn andere Seiten, da kann man da oben, wenn wir bremsen wollen, dann müssen wir da rein. Wenn es schnell wird, da sitzt man sich drauf. Aber nicht zu fest, dass du es nicht abriegst, deine Stecker. Das wird leicht, wenn ich bremsen, weil da sitzt mir einfach ein Boot hin. Dann bremse ich so. Der 70-jährige Opa Sepp macht es vor. Und sofort ist klar, gelernt ist gelernt. Auch wenn es ohne Übung noch nicht so ganz geschmeidig ausschaut. Und Joshua hat auf Anhieb den Bogen raus. Gebremst. Sein kleiner Bruder Elias muss sich viel mehr plagen. Und aufstehen, nichts passiert. Das beide Skier nochmal zeitlich. Jawohl. Viel zum Fahren kommt er nicht, aber er bleibt gut gelaunt. Und dann kommt Tanja und zeigt, was sie auch ohne Stahlkanten und mit nur einem Stock drauf hat. Schau, mir geben es die Klumpski. Die ist nämlich überhaupt nicht fest gewesen, die Bindung. Da ist praktisch einmal hier auskagelt und einmal da auskagelt. Ich denke, da muss man wahrscheinlich ein wenig nachspannen, dass das Ganze jetzt locker war und nicht auf meine Schuhe eingestellt. Bewegungstalent Uli meistert die Kurven mit viel Kraft, aber auch noch ein bisschen Ungelenk. Ja, es ist sehr anstrengend. Also es ist körperlich viel anders wie jetzt mit den modernen Ski, wo es eigentlich für selber fährt. Da ist halt, muss man mit vollem Körpereinsatz und mit dem Stock kann man dann die Kurven fahren. Aber es ist schön. Also es macht zum Ausprobieren Spaß für so ein Nostalgie-Skirennen, aber ich bin froh über die richtigen Ski. Wenn man sich jetzt noch den Skilift wegdenkt, könnte es so ungefähr ausgesehen haben vor 100 Jahren in St. Engelmar. Leider ist aus dem Nostalgie-Skirennen heuer nichts mehr geworden wegen Schneemangels. Also übt Familie Lex schon mal fürs nächste Jahr.